We wo dat zijn van die mal worden soziale, dat dan andere Ziele, nicht bloß an Land oder Geld meten oder dat ja, we wo dat zijn. Vandaag zit ich hier mit einem besonderen Gast, das ist Arnold Friese. Er ist von Fernheim, wohnt aber in Männer. Dankeschön Arnold, dass du das mit mir hier bist. Brauchst du Hilfe, wenn du verreisen willst, nach Kanada, nach Brasilien, nach Strand, nach Mexiko oder Deutschland, dann kommt nach Männer Travel. Die helfen auch mit Papieren, mit Versicherung, die reden auch jene Sprache. Männer Travel hat einen sehr guten Service. Hij heeft een groot ondernemen en daarvan willen we ook een beetje vertellen. Aber Arnold, zoveel als ik weet, best u eindelijk am Dorp abgewassen. Ja, Kreuzer ist es. Als ich in Fernheim im Dorp Molino abgewassen, ja. Erste 18, 19 Jahre hat da gelebt, ja, dann sieht er nach Ascension getragen. Da hast du deine Kindheit verbracht und hast bestimmt auch dort zu Jesus gefangen. Ja, da war eine Evangelisation in meiner Kindheit, 2009 Jahre. Die Dorfsgemeinschaft, die ganze Schule, bezieht sich dann alle Kinder, alle Kumpels, Klassenkameraden. Und ich nicht, ich feil dort nicht. Ich dreif nicht eine Fähre, ich komme damit nicht klar. Ich kann das gut anordnen. Aber das wirst du dann mal 9 Jahre, oder was? Ich bin 9 Jahre, ja. Das ist ein bisschen jung noch. Ja, ich verstand das nicht. Und so irgendwann, naja, dann ab einmal nur 2 Monate, denke ich, dann kann ich zu uns nicht anschluppen. Ja, dann plot mir das gewesen. Dann wusste ich bloß nicht, was ich tun soll. Und ich fällt einfach so, ich soll mich bekehren. Dann ging ich dann an meine Mann, die lag auch im Bad. Und frug, ob ich mich bekehren kann, ja. Mit 9 Jahren? Mit 9 Jahren, ja. Und so, das ist meine erste Bekehrung. Die hatte ich dann, ich weiß nicht, ob es ein Sozialdruck war, aber doch nehme ich an, einmal teile ich das aus meiner Bekehrung, wenn es das wäre eine Gewissenssache, ja. Aber dann ging es bestimmt zur Zentralschule, kommt dann Philadelphia? Ja, mit 12, 13 musste ich dann vom Dorf in Philadelphia, in einer Stadt, da musste ich dann im Internat wohnen. 2 Jahre, da war dann die Evangelisation. Dann habe ich mich dann frisch abgemacht, ja. Und dann habe ich Jugendarbeit angefangen. Weil ich die Kartfahrer noch ein bisschen frage. Du bist ein großer Geschäftsmann, hast du von 9 Jahren oder die Zeit, die Jugendzeit al ein bisschen sehen? Ich will noch mal Geschäfte machen, so eine Sache, wie die dort all in? Ich glaube meist ja, ich kann das gut dann begreifen oder so. Aber ich habe dort irgendwie immer gefällt, ich möchte was Größeres tun. Ich möchte was Größeres im Schwung bringen. Irgendwie hatte ich immer bei mir. Aber nicht, dass du Heiner züchtest, Heiner verzeihpen, Eier verzeihpen? Nee, nicht in dem Sinne. Ich helfe alle mit. Von SAS, ja, musst du Tüß helfen, Malte, ja, wie dann noch nicht Strom und so. Wir kriegen dann dafür auch von 12 Jahren einen Kolf, ja. Und als ich dann von 15 nicht mehr zur Schule ging ich ab Arbeit. All meine Überstunden, das andere Geld musste ich paar geben, ja, und die Überstunde Geld, das hielt ich taub und kaufte mir dann weiter einen Kauf. Und das dort investiert ich all von 15 Jahren in das, und als ich erst dann 18, 19 war, dann konnte ich das ganze Lohn für mich haben, dann habe ich dann Steuern gekauft. Und das war so mein Wirtschaftsanfang oder so, ja. So, du hast mal in der Klasse gegangen? Ich habe mal 8. Klasse gegangen. Ja, ich fall dann Durchprüf nochmal und das kam eben nicht durch. Das ist eben meine schwache Seite. Ich kann das auf dem theoretischen Gebiet nicht viel was tun. Ja, ich bin da ein praktischer Mensch, aber die Schule gehen, ich verstehe den Lehrer nicht oder der versteht mich nicht.
wir machen das wieder. Aber du hattest auch einmal den Wunsch nach wieder zur Bibelschule zu gehen. Ja, das wir so, als ich mit 15 mich frisch abgemacht habe, in Jugendarbeit tätig war, dann spielt wir mit unseren Jugendleiter einen Tag Volleyball. Er hat eben dort ab mir ziemlich aufgesehen und sagt, ich soll lernen. Ich soll Bibelschule gehen. Du hast eine Gabe gekriegt, was anzuladen und du sollst Bibelschule gehen. Und dann, ich will davon nicht hören, ich wusste, wie schlecht das ging, zur Schule gehen. Und mir ging das einen anderen Rüt und musste mein Leben wieder. In einen Sonntag, das ist fatal, spielt wie Volleyball, er schlägt hinter den Ball aus und rennt an der Fähre und sagt, oh weia, fällt Fähre am Nathan und er ist tot. Haft einen Herzschlag gekriegt. Ja. Das war ein Jugendleiter. Das war uns Jugendleiter. Ja, und wir regnen dem furchtbar viel. Ja, das wir ein bisschen aufgelehnt Gegend, paar Tage taub, ja, und dann kannst du dir vorstellen, wie die Gedanken, dass die wird in meinen Kopf runterschlagen. Ja, Was hat mal zu dir gesagt? Was hat mir gesagt hat, ja, das 3 Mal hat mir gesagt, ja, was ich dem einfach nicht kasse gab, ja. Aber als er erst nicht mehr lebendig war, ja, dann dreht dort im Kopf. Dann komme ich da mit Schwafeln, ja. Gut. Ich mag mich dann rein, trage dann nach der Hauptstadt, nach Asunción, und musste dann meine Sachen noch in der Reihe bringen. Ich musste nicht in der Klasse aufgeschlossen haben, damit ich in der Bibelschule ankommen. Und das will nicht mal der beste Lehrer hier in Fernheim dran schuld, dann vielleicht, sondern den Asunción, der verstand mir auch nicht, der Lehrer. Das packt nicht. Ja. Das Theoretische, das teilt bei mir nicht. Infolgedessen sieht nicht, dass ich komme Bibelschule zu gehen. Und habe mich dann eben dort der Arbeit gewidmet und sie mir die Arbeit sehr schön. Ja. Ich mochte was im Drehen haben, ich mochte immer was tun. Wanneer bist du dann dort gekommen, dass du privat was Großes machen willst? Naja, da in Asunción war ich dann der Anschreiber, erst ein Sekretariat. Und dann krieg ich dann eine Sektion, für was ich muss dann anschreiben, dann für den ganzen Supermercado, Veterinaria, ein Krankenhaus, Pharmazie. Dann liegt ja einer von allen Bereichen in Botswana. Mich interessiert sowieso immer mit Menschen bedienen. Irgendso ein Service machen. Und dann habe ich da einen Freund, hat wir uns endlich so vorgenommen, wir wollen uns da eine Pizzeria kaufen oder pachten. Und über dem kommt dann ein Mädchen, verläuft mich dort und dort, ja, und so folgedessen befriedet wir uns. Und dann sagt die Schwieper, du, was können wir tun, um dort in den Chaco zu treten? Naja, mein Leben war eigentlich nur aus den Jahren abgetimt oder abgezielt. Und er sagt, wenn du im Chaco irgendwas ist von geschafft, dann würde ich das tun, sonst würde ich nicht wollen im Chaco treten. Und das geht doch nicht lang, nur um 2 Monate auf einmal sagt er, du hast es geschafft im Handel. Und nee, so great kann ich dann doch nicht anfangen, aber interessiert mich sehr für Tschechien. Dann sage ich, finanziell will ich das nicht. Ja, dann sagt er, ich würde mich helfen. Und dann wie wir dann Socios, 50-50, fangen damit dann an und reden dann los. Lied je dann viel, ich habe alle Kontakte in Asunción und wie auch sehr leicht dort Beine und komme Fähre weg. Und bitte sehr würde ich sagen, wenn es das erst einmal dient, ja, du schaust dir dann nicht für andere. Ja. Und meine Dog, die hatte dann vorhin 18 Stunden, sie vorhin dann 13 Mal ins Abgestoßen. Sie haben sich das letzte gefahren, dann Asunción anschreiben, dann zu uns 3, vorhin Klock 11, Klock 12 zu uns, dann 3 und das wäre so mein Leben. Ja. Wie war das, Therese Familie?
Über dem kriege ich Familie und da kommen dann auch Eheprobleme. Ich habe wenig Zeit für die Früh. Und so, dass wir dann alle sehr wirklich auf dem Gebiet, ja. Und schließlich irgendwann entschloss ich mich so, ich würde das Geschäft verkaufen. Ja, dann verkaufen, gehen wir eine Gelegenheit, können wir das verkaufen. Und dann fange ich aber ein anderes Geschäft an, dass wir ein bisschen mit einem anderen Traum oder was ich eine Erfahrung habe, dass wir kriegen das Geschäft, was ich dann nu habe, mit Motorräder verkaufen. Ja. Da hatte ich einen Freund von Asunción, der wohl mit mir dann Socio sein. So, und ich sage daran eine Möglichkeit, Menschen ab Quotas in der Motorrad anzubieten. So, ich will damit sagen, einfach, ja, wenn du nicht kannst, Motorrad, okay, fang mit dem Vorrat an. Ja, wenn du ein bisschen verdienst, dann vielleicht Lothar ein E-Shop und dann irgendwann ein Motorrad, und dann Rad, dann ein großes Motorrad. So, von klein anfangen. Und ich will die helfen mit dat in Termine, ja. Und wir sind von diesem Tag mit dort hingewiesen. Dat Leute hat uns zum Erfolg gebracht. Ja. Aber den Ziel wäre aber auch doch, meist gesagt, ich will wiederkommen, ich will mehr. So, mein erstes Ziel wäre ungefähr dort, was Paar hat. Eine Wirtschaft mit 250 Hektar Land, ein Haus, ein Auto, ein dort hat, dann wäre ich einer von der Mittelschicht, digamos, oder irgendwo so. Das wäre mein erstes Ziel. Und dort habe ich dann auch bald erreicht. Das wäre eigentlich mein Traum von Kindheit und Jugend, ja, aber mit 28 Jahren hat einer dort all. Naja, dann warst du ein größeres Ziel setzen, ja, wenn du dort so jung erreicht hast, ja. Dann sage ich mein Ziel mit 1000 Hektar Land, das wird dann der Schritt, ja, in 20 Jahren 3, 24 Jahren 3, man muss 1000 Hektar Land haben, ja. Okay, dann wird dort mein Ziel, und das geht doch nicht lang, als ich 33 oder 34, wir dann hat 1000 Hektar Land, ja. Und naja, was warst dann? Ein größeres Ziel setzen, was warst? 5000, 10.000, das war dein Ziel nu, ja. Und ich bin unentschlüssig irgendwie, fällt ich mir nicht gut, und ein Jahr wenig ganz, muss ich zufrieden. Wie alles ladisch da. Ja, doch ladisch. Du hast den materialistische Ziel erreicht, ja. Du hast wirtschaftlich was erreicht, ja, aber das Geld oder die Wirtschaft oder so macht die gut glücklich. Ging noch später. Das ging noch später. Und bloß nu gedreven zijn en meer hebben willen, dat helpt je ook niet. Ja, wat best im Leben. Ja. Und irgendwann ein Bibelschullehrer, Leiter, bin froh, wir teilen das Jahr, wie wir all bekannt, über mehrere Jahre. Dann verteile ich ein bisschen und sage, da hast du mal her, Arnold, du hast vielleicht an eine Sache nicht gedacht. Ich meine, du hast die bloß wirtschaftliche Ziele gesagt. Und wirtschaftliche Ziele mit seinem Leiterschaftstyp aus du bist, dominant, du kannst viele Menschen über Teile vor, ja, du wirst das nicht mal an, ja, und bloß dein Ziel zu erreichen. Du fühlst das nicht, wo die anderen Menschen über Teile forst. Ja. Du hast bloß dein Ziel im Kopf. Ja. Das ist alles, was du hast. Ja. Wie würde es sein, wenn die mal würden soziale, dann andere Ziele, nicht bloß an Land oder Geld meten oder ja. Wie würde das sein? Und das brachte mich doch ziemlich zum Nachdenken. Und dann habe ich mich doch eine Zeit damit beschäftigt. Und irgendwann kam ich dann so weit, ich hatte mal, dass ein Psychologe, auch als wir Eheprobleme hatten und so, auch die mitgekriegt, dass ein natürlicher Leiter, will ich nicht ein Gelehrer wie, ja, bei 200 Menschen können anleiten oder so, ja. Hat er mir mal irgendwo so mitgegeben. Dann sagte ich mir ein Ziel,
ich will nicht mehr wirtschaftlich so viel erreichen, sondern ich will für 200 Menschen Arbeitsplätze schaffen. Das wird dann ein Ziel, was ich dann ungefähr vielleicht 30 Arbeiter habe. Oh. Ja, und nu sehe ich überall 15, 16 Jahre damit hinterwegs. Ja. Und ich sehe nun knapp bei 100. So, der erste Ziel, kannst du denken, ja, das wäre einmal 5 Jahre oder maximal 10 Jahre. Ja, meine Wirtschaftsziele will sich so dominant vielleicht sein. Und das Ziel, das genug an mich. Irgendwie, wenn du mit Menschen wirst vorabkommen, Menschen wirst befähigen, Menschen wirst Vertrauen schenken, dann musst du erst an die selbst arbeiten. Ja, und das ist nicht bloß Zahlen, sondern mit Menschen zu arbeiten, mit man Geduld haben, ja, mit man den viele Sachen lernen, mit man großzügig seine Dinge weiter wiedergeben, Vertrauen abbauen. Und du weißt ja, von solchen Tag, wo Menschen sind, dort gibt es Spannungen. Ja. Und die Turbulenzen sieht du, ja. Und das ist interessant. So einer macht nu nicht bei dann, ja. Aber für mich ist es eine Freude, eine Genugtuung, dass wir wissen, wir kommen wieder, ja. Und einer passt ab, dass einer der andere nicht über die Taille fährt, ja. Ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr da, ja, aber da ich $8 da noch. Das ist mir nicht mehr das Wichtigste, das Geld oder die Wirtschaft oder das Ziel erreichen, sondern ich möchte mehr Menschen arbeiten. Ich sehe nu erfüllt mit dem Leben, ja, mir hat das schön. Nicht, dass ich ohne Schwierigkeiten sehe. Wir haben auch Finanzprobleme gehabt. Ich habe auch bei einer Impresse machen, wenn es endlich bankrott wäre. Ja. Und auch in diesem Geschäft, in 2012, wie ich in eine Finanzkrise bin, ja, wo ich auch musste mich noch Hilfe sehen, ja, wo ich auch um ein wir. Und so, man hat viel gelernt. Und ich glaube immer, das ist meine Schule, das ist meine Universität, ja, das auf praktische Art und Weise von sehr bekannt, von großen Risikos angehen, aber dabei was lernen. Ja, wird das nächste Mal anders, ja, mit der ganzen Kredit und Indianer in diesem Jahr wird es von sehr wackelig und von solchen Tag haben wir das ziemlich unter Kontrolle. Was willst du an den Menschen tatsächlich mitgeben wollen? Für mich ist das sehr wichtig, einmal klarzustellen, Gebet, Glaube und Gnade sind die Grundlage von meinem Leben, von das Leben, ich denke, von jeder Kind Gottes. Und alles, was wir sind, ist Gnade. Weil ich weiß, wie wenig das mit mir ist. Ja, wie wenig ich selbst kann, ja, wenn ich nicht von der Gnade aufhängig sehe. Ja. Und für mich ist das ein täglicher Kampf, ja, diese Ruhe, diese Friede zu finden mit Gott, eine stille Zeit. Man ist ja sehr leicht, das hier nicht, wenn du ein Unternehmen hast, was erfolgreich ist, die du bloß wieder nennt, ja, und aber diszipliniert. Immer war da die dritte Trache und diese Stimme, die die jetzt in uns gibt, die einfach zu herrschen und den Raum zu geben. Ja, durch Gebet und Bibellesen kann man dort wieder fördern, die gehorsam zu sein. Das ist vollkommen nicht logisch, das ist vollkommen nicht, aber das ist eine geistliche Stimme, die bringt die auf den rechten Weg und die sagt die vollkommen vorher, was du nicht sollst und was du sollst. Ja. Und das ist für mich Erfolg. Ja. Geduld, großzügig und gehorsam. In jedem Bereich, ja, ob es nicht wirtschaftlich ist, ob es eine Gemeinde ist oder eine Familie ist, braucht wie diese drei Dinge am Erfolg zu haben, am Erfolg zu werden. Das würde ich hier mit dir. Schön. Dankeschön. Und du sitzt hier auch in sehr guten Satz, das ist sowieso mal Gottes Gnade. Ja. Wir können das nicht von uns tun,
wie kennen die arbeiten ja, aber das Wirtschaftliche, das ist bloß Gottes Geduld. Genau, Kreuz also. Dankeschön, Arnold. Ich hoffe, das hilft an der Totschächer halb den Wort, wenn wir so ein Interview haben. Dankeschön, dass du dabei bist und ich wünsche Ihnen auch noch wieder einen guten Tag. Dankeschön, Reinhard.